Mein Name ist Gray, ich wohne in Wallisellen seit 9 Jahren und ich bin Rapper. Und ich rappe auf Französisch. Ich bin zuerst als 4-monatiges Kind in die Schweiz gekommen, vom Kosovo, bevor der Krieg angefangen hat, Terme von meiner Mutter. Und wir sind ins Tessin gegangen. Ich glaube, das war am nächsten für meine Eltern. Und ja, dort habe ich Primarschule gemacht. Aus familiären Gründen sind wir gezügelt in die Westschweiz. Ich habe dort 7 Jahre lang gelebt und dann sind wir da zu Wallisellen gekommen. Ich bin mit 20 auf Wallisellen gekommen. In diesem Alter ist es schwer, neue Kollegen zu machen. Aber was gut war für mich, ist, dass es viele Ausländer da gibt, die entweder mit mir Italienisch geredet haben oder Albanisch. Und mich cool fand, auch Deutsch zu lernen. Aber dank Ausländern habe ich Schweizerdeutsch gelernt. So, ja. Dass wir wie Flüchtlinge sind, hat mich schon geprägt. Meine Eltern sind da reingekommen, nicht sofort arbeiten. Wir waren in einem Asylheim, ziemlich billige Wohnungen. Aber ich finde so, ich habe gute Kindheit gehabt, trotzdem, weil ich mit Wert aufgewachsen bin wie Liebe, Zusammenhalt, Respekt. Von älteren Leuten, von Leuten, die anders sind, von Leuten, die Schwierigkeiten haben. Das ist etwas, was mega wichtig ist, weil wir sind auch diskriminiert worden. Und ich darf das nicht machen, was ich mir nicht wünsche. Ich bin in einem Block, wo jeder Stock eine andere Nationalität hatte. Und ich glaube, das hat mich schon geprägt, indem ich mit allen Kulturen zusammenleben kann. Das hat so viele Vorteile. Du lebst neue Geschichten, du weißt mehr von der Welt und du isst so feine Sachen, dann das ist, ja, du kannst nur gewinnen, wenn du die Werte so auslebst. Also als Flüchtling, wenn du herkommst, kommst du mit der Welle halt, von Flüchtlingen. Ein paar Leute kommen nicht klar mit dem. Ich glaube, so als Mensch, Angst ist ein automatischer so Mechanismus, den du hast. Und der zu überstehen braucht eine recht hohe Intelligenz. So, weißt? Und ich habe Rassismus erlebt, ganz klein, von meinen Klassenlehrerinnen. Wir haben alle gleich viel Scheiß gebaut, Steine gerührt und so, was Kinder machen halt. Und nur wir haben kassiert. Wirklich, also es klingt absurd, aber es war wirklich so. Komischerweise dort die 5 Ausländer, die in der Klasse waren, haben schlechtere Noten als die Schweizer. Wiederum haben wir dann Lehrer gewechselt und das hat gemerkt bei uns Ausländern, wir sind recht so hässig, also weißt, auf wie das Leben läuft. Und das hat uns immer gesagt, du kannst mehr aus dir machen. Also bei mir hat es sich so ausgewirkt, dass ich teilweise mit der Wut gefüllt bin, aber nicht gegenüber von meinen Schulkollegen. Eher gegen ältere Leute allgemein. Ja, ältere Schweizer Leute. Und bis dass ich eben den neuen Lehrer hatte, der mir gezeigt hat, ey, nimm die Wut weg von dir. Du bist viel mehr wert als das. Er hat so wie uns erzogen, eigentlich. Und die Lehrer sind eben wichtig in dem. Die erziehen auch die Kinder mit den Eltern. Ein paar Leute machen ihren Job gut, andere nicht. Wenn ich denke, so, ja, ich durfte nicht ins Ausland gehen, weil ich noch den Flüchtlingsstatus hatte, bis 15. Das heisst konkret auch, meine Mama hat ihre Familie 15 Jahre lang nicht gesehen. Und das Erste, was wir gemacht haben, sind Kosovo gehen. Oder? Das war schon ein Kulturschock für mich. Ich meine, in der Nacht kein Lichter draußen, nur schon das. Ich habe mich nicht getraut rauszugehen. Endlich die Familie gesehen. Weißt, mit ihnen haben wir Kontakt mit MSN damals. Mit der Webcam mit 4 Pixel und wir haben gedacht, okay, dies, das. Und ich habe dann meine Familie erst kennengelernt mit 15, wegen dem Krieg. Und Schulausflüge, der erste ins Ausland, den ich mit 16 machen. Was ich mit dem verpasst habe, ist, sie sind in Frankreich gegangen, mal auf Deutschland Europapark. Europapark war spät gegangen. Und sonst, anstatt ins Ausland zu gehen mit den Kollegen, du bist mit der anderen Klasse in die Schule, Kurs am Suchen. Also was bedeutet Heimat für mich, ist eine gute Frage. Ich finde, Heimat ist dort, wo du dich daheim fühlst, wo du die Leute, die du liebst, näher hast. Und weil ich ja so überall in der Schweiz war, die ganze Schweiz ist meine Heimat. Weißt, mit meinen Leuten aus der Westschweiz, Tessin, in der Deutschschweiz. Meine Heimat ist die Schweiz.
Also der Bezug, den ich zu meinen Wurzeln habe, ist meine Familie, die dort ist. Oder auch gegenüber meiner Mutter, die alles geopfert hat, um mir eine Zukunft zu sichern. Das ist halt mein Bezug zu meinen Wurzeln. Auch wenn ich einen Schweizer Pass habe, auch wenn ich mein ganzes Leben da verbracht habe, im Endeffekt wird immer rauskommen, ja, aber du bist Albaner, du bist Albaner. So, ja und? Aber ja, ich bin so gesagt wie beides im Endeffekt. Ja, das sind halt meine Wurzeln. Und die darfst du nicht vergessen. Vergiss nicht, von wo du kommst. Wenn du das vergisst, dann hast du dich verloren. Halt. Ich sage nicht, dass du wirklich der Patriot, der Ultrapatriot musst sein oder so Sachen. Aber vergiss nicht, von wo du kommst. Auch wenn es in der Schweiz ist und du von einem anderen Verhältnis kommst, als Schweizer auch, vergiss nicht, von wo du kommst, aber wo du jetzt bist. Und dann hast du keinen Realitätsverlust. Und jeder hat andere Wurzeln und das macht dann jeder Mensch anders. Und das ist wichtig, das Unikat zu sein, heutzutage. Etwas typisch Albanisch von mir ist, ich glaube, Fluchen. Ich glaube, Fluchen, wenn ich unter Kollegen bin. Aber wir fluchen auch nicht nur auf Albanisch. Das ist lustig, auf jede mögliche Sprache. Also wenn du so schaust mit dem Fluchen, wir können alle 30 Sprachen. Was schweizerisch ist an mich, ist, dass ich jede Landessprache kann. Deutsch kann ich, Franz kann ich, Italienisch kann ich, Rätoromanisch verstehe ich und ich kann auch Albanisch, also ich kann jede Landessprache. Ich rappe auf Französisch aus dem einfachen Grund, dass es die Sprache ist, die ich am besten kann, wo ich den grössten Wortschatz habe und wo ich mich am sichersten fühle. Auf Italienisch habe ich mal einen Refrain gemacht, im Lied Bocelli. Weil es halt über den Bocelli geht, ich musste auf Italienisch einen Refrain machen. Aber Französisch ist wirklich die Sprache, die ich mir wirklich richtig ausdrücken kann. Und ich finde, wenn du etwas machst, mach es so gut wie möglich mit den guten Mitteln, die du hast. Also Musik für mich bedeutet, das sagen, was du willst, schauen, wie du weit kannst gehen mit Musik, was mit den Melodien sind, mit deinem Text, mit welchen Leuten auch du zusammen schaffst. Was ich so cool finde an Musik sind immer die Studio-Tage, wo ich mit mehreren Leuten habe. Es ist einfach geil, es gibt Freude. Und ja, genau, also Musik gibt wirklich Freude dir, an den Leuten, die es hören. Es ist nur Win-Win für alle. Die Themen, die ich in meinen Texten so erwähne, sind so Probleme von den Ausländern, gehört dazu eben Rassismus, Rechnungen zahlen und so Sachen. Und auch sonst eben mit den Kollegen rausgehen, Scheiß bauen. So. Ist ein bisschen, ja, ich erzähle alles, was ich erlebe. So. Ich muss nicht lügen. Also ich muss mir nicht ein Leben erfinden, um einen geilen Sound zu machen. Das ist eben gut so, dass das mehr akzeptiert wird. Leute, die rappen, die nicht das Klischee haben von den 90ern, wo jeder krass sein und so, das finde ich geil. Das zeigt wieder, dass Hip-Hop wirklich für Diversität da ist.